Ich hätte gerne eine Regierungspräsidentin, die schon unsere Probleme versteht. Also schon nicht so gehen, dass ich keinen Mann fand oder keinen ich wollte. Aber nach fit sind sie wirst. Ja. Ich bin an einer Situation, wo ich Männer muss verdienen. Ich bin etwas gegen Frauen, gegen Männer. Oder es war nicht egal, dass die so scheiße über mich verbringen. Sie davitiert auf meine 100 Jahre. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Willkommen zurück bei der Göllefroh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Philipp Biberich und ich bin Heimann. Tom Busseler. Und heute haben wir die grosse Eier, also bislang älteste Gast Podcast zu haben. Und wir sind ganz hochfrisch, Madame Astrid Lulling. Merci. Vielmals merci, dass ihr euch Zeit geholt habt. Ja, ich will lieber nicht deren älteste Gast, aber leider sind Sie es... nicht hochfrisch drauf? Oh, sind am 94. Ja. Das ist ja was das ja gut, dass sie so alt sind. So stirbt der nicht. Ja. Ich bin effektiv im Philipp gesagt, ich meine, ihr seid ohne Witz die älteste Person, mit der ich je geschwart habe. Oh. Ja, das ist kein Witz. Ja. Ich bin am Gange, ich bin an guter Gesundheit. Ja. Ich bin am Gange, mich auf meine 104 zu breiten. Das ist gut, wie alt ist doch fit? Oh, wie Ich habe alt gesagt, ist... ihr macht ja Sport. Nee, ja, das ist nicht mehr. Ich habe in meinem Leben keinen Sport gemacht. Nee, ich halte mich fit, weil bei mir geht es von da bis da geht es gut. Fußballspieler gern. Fußball gingen sie aufschaffen. Wenn es in der Macht wäre, dann gingen sie mich aufschaffen. Nee, beim Fußball hatte ich als Burgermeister, der musste Misere. Also, die wollten immer, ich soll hier Fußballisten kaufen. Dann sollte man dann lehrt die junge Fußball spielen. Ich kaufe erst dann nicht, also für 100.000 frühen Fußballisten. Ich gesagt, lehrt die jung Fußball spielen. Dann hat genug zu tun. Aber wie hat ihr mental fit? Da dann immer so gut. Oh, ja, schon. Der muss viel arbeiten, also. Ja? Du machst halt dieses fit. Ich muss mich ich muss mich natürlich auf Mai nach einer Sendung, auf ein paar TV, auf die muss ich mich vorbereiten. Da muss ich alles wissen, ich muss alles nachlauschen, ich muss alles lesen. Und dann hält er sich fit. Wir sind noch am Kap. Ja. Wir sind am Kap mehr fit wie an den Beinen. Ja, das ist auch mir wichtig. Faire Beruf ja alle. Ja. Wir sind noch häufig, ich kann ja auswärts erwähnen. Normalerweise holen wir immer bei uns am Gruppetto am Kaffee über der Stadt. Ja, aber das ist für mich unmöglich. Normal. Für euch sind wir natürlich gerne hier an den Studio kommen. Wir haben dicke Kuss und also Gruppetto, das ist wirklich ein flotter Kaffee. Du könnt da gerne einen Kaffee trinken gehen. Das ist nur bei der Kathedrale. Ja, aber ich kann nicht mehr länger einen Kaffee an der Stadt und nicht mehr länger an der Stadt. Nee. Da gehen wir zu 3 Kaffee trinken. Ja. Machen wir das. Hat er doch schon eine Episode von uns geguckt? Ich meine, die hat ihn am Xavier Büttel gesehen, ne? Wo wir den Joko hatten. Ich weiß es nicht. Ne? Hat er den nicht geguckt? Man Xavier Büttel sieht aber gut befreundet, oder? Und ich kenne nicht seit 20 Jahren heute. Ja. Das ist ein Leben. Das ist ein ganzes Leben, ja. Den hat man eben noch recently im Podcast. Den ist richtig herzlich. Ja, ich finde, das bei mir kommt das gerade 20 Jahre. Ja. Wie fand er ihn da so? Das ist gut, oder? Ja, also das ist nicht der beste Premierminister von seinen Kompetenzen hier. Du hast den Frieden mit dich, den hat deine Kompetenzen. Hin ist wahrscheinlich mehr gentil, milch. Ja, verkauft sich besser bei den Leuten. Er kann besser tun. Er kann besser bei den Leuten tun, aber er hat andere Kompetenz. Welche Kompetenz fehlt dem Xavier dann? Par rapport zum Luc Frieden? Kompetenzen über was den als Regierungspräsident muss tun an der Mathieu. Ja. Luc Frieden hat er. Ja. Ah ja. Ich schwätze mal mit dem. Ja, den hat sie Gott sei Dank, und das gesagt ja schon an den Resultaten von den Sondagen, das hat sich schon ausgewirkt auf die Sondagen von der CSV. Seid ihr nicht traurig, dass ihr nie Premier seid? Der wäre bestimmt ein guter Premierminister gewesen.
Ja, aber damals ich war immer an der falschen Partei für Premier zu gehen. Ja. Die war an der SPD ganz am Anfang. Und dann Nein, ich war an der LSAP. Ja. Aber nach für drunter gouf der SPD. Nein. Das ist die LSAP. Da sind wir aus der LSAP ausgeschlossen zu 5. Und da waren wir zu... Du kannst mir nicht. Sie haben uns ausgeschlossen. Sie hatten keinen Grund ausgeschlossen. Sie haben uns rausgehalten. Gemobbt. Sie haben uns rausgehalten. Weil wir aber zu 5 Deputierte waren, die rausgehalten sind. Da haben wir zu 5 konnten eine Fraktion gründen. Da haben wir eine neue Partei und eine Fraktion gegründet. Aber es hat immer gesagt, ich hätte Spaltung gemacht. Nein, ich bin rausgeflogen. Wie war sie da dann rausgeflogen? Mama, weil sie mir das nicht wollten zu tun. Aber weil mehr nicht wollten, die Eise rausgehalten haben, die wollten Koalitionen mit den Kommunisten. Das waren die schlimmsten Stalin-Kommunisten aus ganz Europa, heute zu Lützeburg. Aber wir waren dagegen, dass Koalitionen mit den Stalinisten sollen gemacht werden, auch auf lokalem Plan. Und da kommen zu der Spaltung, weil die dann dort Zonen hatten, damals an der Partei, das waren noch die Gewerkschaftler, die hatten noch Zonen. Und die waren alle für Koalitionen mit den Stalinisten, und wir waren dagegen. Wir waren damals mehr nach dem Krawatt, die von allem zuständig war für die Orientierung von der Partei, war der Fernand Georges. Wir waren damals schon Sozialdemokraten. Wir hatten mit eiser Politik das Pferdespurt, dass der LSAP 100.000 Stimmen am Land mehr hat wie CSV. Also am ganzen Land. Durch die 4 Bezirke hatte mehr aber ein Deputierte, also Männer, wie sie. Aber das hatte man damals Pferdespurt, das war fantastisch. Meint ihr dann, dass Luc Friede Premier geht? Ich hoffe das. Ja. Oh, also... Mit wem geht CSV dann zusammen? Ja, aber das muss ich sehen, wie die Wahlen ausgehen. Ich meine, Xavier beläuft Premier. Meinst du, geht Kring, Rot, Blau? Nee, das weiß ich nicht. Vielleicht? Kann ja schwarz-blau oder blau-schwarz gehen. Mir wer geht der Premier? Der Xavier oder den Luc? Ja, aber das hängt davon ab, wie die Wahlen sind. Ja, das weiß ich nicht. Wenn Xavier der Premier geht, 100%. da geht das lieber. Das ist doch ein Mann vom Volk. Der Luc ist doch mehr so an der zweiten Range, ne? Ja, ich weiß nicht. Nein, no. Also ich hätte gerne eine Regierungspräsidentin, die von unseren Problemen versteht. Und die weiß, wie sie liest. Und das ist kein, den... Soll doch immer geben, mir das sehen die wirklich. Und das ist der Frieden. Aber wenn sie erst gefroht hätte, für Lomad und Fahle, wäre der Matt gegangen? Ja, man hat mich nicht gefroht. Schön. Ja. Wieso, wenn sie im Alter? Schule, nun sind wir schon seit 2014 nicht mehr mitgeholfen. Was sollen sie mich dann noch? Aber ich hatte 2014 85 Jahre. Blutjung. Haut haben sie schon Ehre gehabt. Sie gingen Chemie mitholen. Schon das aber an der CSV thematisiert, dass das nicht darf sein. Sie gingen Chemie mitholen, der nie von 69 Jahren wäre. Ah ja, da war das sieht ein bisschen drüber. Ich habe mich aber an der CSV bei den Senioren gewählt. Und dass wir gesagt haben, dass wir zwar gesagt haben, sie wählen das machen. Ich weiß nicht mehr wem wir das gesagt haben. Aber dass wir gesagt haben, ich habe das also nicht erfunden. Er muss ja irgendetwas da haben da sein. Das für ein bisschen frische Wand ranzubringen. Für das die Aal bisschen... Und das ist da andauernd frische Wand. Ja, mehr.
Ja, mit muss ich aufpassen, aber wir hatten denke also, wo die Spaltung war an der LSAP, wo wir dann das SDP gegründet haben. Du hast bei mir gesagt, an der SDP, an Elo, Mama, nicht mit dem wollen die alle nicht mit. Ja, du hast die Wahlen nicht gewonnen. Ja. Also muss ich aufpassen. Aber Wir was? sind die alle auch nicht ganz, die alle bringen Stimmen. Stimmen. An der CSV sind die Leute, die mit CSV stimmen, wie die Jung. Ja, das war. Ergo stimmen die an der CSV, auch alle, die sie kennen, natürlich müssen die, aber nach fit sind sie wirklich. Ne? Ja, eben. Und dafür, meine ich, soll, das müssen, wie nennen den das? Die alle an die Jung. Ein guter Mix. Maar niet een goede mix. Ja. Maar het heeft niet op de ervaring van de alle verzichten en ook niet op dat wat ze nog brengen bij de Wahlen. Mit Gegenargument kennt ihr sind zum Beispiel die all die wissen nämlich forcément wat wirklich Probleme sind von der Juren von aktuell dabei. Oh, wieso sollen sie dat dan niet wissen? Die sitzen halb bei uns am Studio, die sieht ja nämlich so viel Terrain wie. Maar ich kann auch nach lesen, nach schreiben, Ja, mit dat so alles theoretisch. an hören. Ja. Ich lese an den Scheren nach. Ja. Also, Das dir meint dir wert nach also dir maar ja ich weiß, was die wollen. Ja. Was wollen sie da? Was wollen die Jungen? Wie ich mich, also, ich weiß noch nicht alles aus, wenn ich was will. Aber wenn ich will wissen, was sie wollen, dann kann ich mich informieren, was sie wollen. Ja. Philipp, erinnerst du, wo wir zu München zusammen studiert und gelebt haben? Ja, für was? Erinnerst du dich noch an Rosedias? Ja, mega Höllefreisch, da den du so gut. Aber Heinz hat das aber gedauert, bis in der akkordiert gut. Ganz genau darüber wollte ich mit dir schwätzen. Spurcase wird nämlich die perfekte Lösung für dich. Mit ihrem Access Study Programm strecken sie dir bis zu 2.500 € für die Zeit zu überbrücken. Ah, das cool. Aber zu welchem Tor? Carrément 0%. Ah, das cool. Da kann ich ja mit meinem nächsten Loyer und Deskriptionsfrei für die Uni bezahlen. Das Jahr bei den Wahlen, ja bei den Grünen, aber bei den Roten gehen es ja Spitzenkandidatinnen, mit Paulette Lehnert und mit Sam Tanzer. Wie fand er das dann? Fand er das gut? Want Sam Tanzer ist ja schon alt, das kriegt noch 6%. Ja, beim letzten Und Sonntag. Paulette Lehnert, du hoffen ich, dass das auch das. Wie war? Aber ja, das wäre eine Katastrophe für das Land. Und das von einer Feministin. Gelebt. Und das von einer Feministin. Das hat mit der Feministin nichts zu tun. Also ich sind gegen Quoten. Weil ich sind dafür, natürlich dafür, dass die Frauen und Macht kommen. Aber da muss so und Macht kommen durch das, was sie durchstellen. Durch Kompetenz. Und dass sie gewählt gehen. Aber nicht durch Quoten. Ja. Und dann hätten sie auch nach gern eine ganze Party von den Frauen. Sie wollen 50% von den Posten. Ja, es sind aber keine 50% Frauen an den Parteien. Ja. Das heißt, sie wollen mehr Posten, wie sie vielleicht noch 30% Frauen an den Parteien. Da können sie keine 50% Posten verlangen. Aber ich meine, das Argument für Quoten, ohne dass ich dafür oder dagegen bin, ich meine, das Argument ist für, wir sind eben so einem strukturellen System dran, dass Männer immer noch mehr und muss sind, aber für das dem entgegenzuwirken, muss so eine Mesure eventuell kommen, für das man do den Changement erzeugen, eben forciert erzeugen und dann noch, wenn wir ein bisschen eine Gleichheit durchgestalten, dann als die Quote schon ist. Ja, aber sie wollen mehr wie eine Gleichheit. Vielleicht. Weil sie sind zu Männer, sind zu vielleicht zu 30% Frauen an den Parteien, also dann hätten gerne aber 50% von den Posten. Meint ihr dann, dass es mehr schwer ist als Frauen in der Politik? Oh, haut nicht mehr. Nein, nur nicht mehr. Weil zu meiner Zeit war es nicht so einfach. Aber das hängt von dem auf. Wie der erst behält, was er wisst, was er schafft, Ja. da geht er akzeptiert. Wenn er natürlich erst nicht behält, wenn er nicht wisst, und er schafft nichts, dann ist es doch richtig, dass er nicht akzeptiert wird. Und er soll doch nicht durch ein Quote akzeptiert gehen. Das so.
Die hat ja immens viel geschafft. Ich bin am Gang. Ich bin an einer Situation, wo ich Männer muss verdeutschen. Ja, weil du weißt, das ist einfach ganz keck. Ja. Man will, dass die verdrieben hast, was verschiedene Frauen sich da vorstellen. Aber das darf dir so, und das darf für mich zum Beispiel nicht so als Mann. Ja, aber dafür sind ich schon durch, so das. Merci. Ich darf mir das noch lesen, weil ich kann sowieso keine Posten mehr. Ich kann merken, es käme ja. Ja, das ist Ich richtig. muss Courage schon fand ich an dieser Zeit ein bisschen dazu so, was den denkt. Weil direkt kommen die Leute, der wir nicht, zu dieser Zeit, der wir Themen, Die über die meisten nicht Politiker erschwätzen. haben nicht mit dem Courage, Ja. auch nicht mehr an der Chambre, dazu so, was sie denken. Mir nicht ist Politik, mir schon ein Käme an der Gesellschaft traut sich so Ja. wirklich dazu so, was den denkt, durch soziale Medien und sowas, alles direkt so an die Schlagzeilen. Ja. Ja. Mit dir so darüber, was er denkt, dir sieht ein Riese raus. Oh, schon das immer gemacht, schon nicht vieles das zu ändern, dass ich nicht mehr so, was ich denke. Ja, das ist Ich gut. denke, wir sind in einem freien Land, da muss ich aber noch können so, was ich denke. Guck mir zum Auch wenn nicht jedem gefällt, ja. muss ich wissen, dass wenn ich so, was ich denke, dass das nicht jedem gefällt. Ja. Und da muss ich damit leben. Ja. Ich habe noch damit gelebt. Es sind da ganz viele, die mich überhaupt nicht ausstehen können, weil ich Sachen gesagt habe, die ihnen nicht passen. Das ist mehr, aber da ist so scheißegal. Voilà. Mit mir zum Beispiel, mir hatte ganz am Anfang von mir mit diesem Podcast für über 2 Jahre angefangen und eine von diesen ersten Episoden war mit Erik, Lev Grace, den hat unglücklicherweise die falsche Wörter gewählt und da ist eine richtige Polemik entstanden, gerade eben am Lehrpersonalsbereich, die kriegen natürlich an den falschen Hals. Und Was hat da gesagt? Das war mir uneinig gesagt, mir ist live gelacht. Mir als Gast hat eben 1-2 Jahre Ersatz und hat eine gewisse Zeit eben am fundamentaler Saat. Ja. Und du hatten eine schlechte Experience gemacht mit einer Madame, mit einer Mom von einem Kant, die ihrem Kant noch weil gut direkt gestärkt hat an dem Schulmeister und Wort gefallen ist, gegen den Schulmeister geklappt hat. Und das nicht zu recht. Und das hat hier neben an unserem jugendlichen Slang ausgedrückt. Anni hat gesagt, Dave verdient wie ein Drecksgemein. Ich habe alles umschrieben. Und ja, du wenn die von Dave verdient nicht froh, und du und die, ja, das war eine ganz Polemik. Schau, dass Dave verdient. Bei denen hat Die gesagt, hat einen Burgermeister. ja. Ja. Also ich weiß nicht. Dach. Ja, Oh, Philipp. ich weiß nicht, wen ich Oh, wollte. schwer. Da, schmecken Sie ein Gring oder ein ja, Fuß? ja. Mais voilà, das heißt, was ich damit will sagen, ist, es muss ein extrem aufpassen, so auf seinem kleinen Podcast wie unserem mit ein paar tausend No-Lausterer, Ja. was ihr seht, wie ihr nicht seht, das war ein guter Exerzice für euch, dass wir wirklich aufpassen. Aber war das dann eher Meinung zu... Und du geht mehr Angst. Ja. Nee, wir haben ja ein ganz Team, hier bei Apart TV haben wir ja ein ganz Team, die genau aufpassen, wen was sieht. Also, Ja, die passen noch besser auf. brauchst du keine Angst. Nee, die Nee, sind... nee. Nee, das geht ja alles nur nachher nur kontrolliert. Gut. Ja. Ein anderes Thema, die hat ja kein Mann, kein Kanner. Nee. Die hat ja am Anfang ganz viel geschafft und hat wahrscheinlich keine Zeit dafür. Oder wie war das? Oder war das Ja. so eine Decision, die dir gemacht oder in ihrem Leben? Oder hat das schon einfach nie ergeben? Also schon nicht so gehen, dass ich keinen Mann fand oder keinen ich wollte. Oh, das mag ich auch nicht. Nein, man nicht. Aber ich hatte eine gute Ursache. Wo ich jung war, hatte man nach Gesetze, dass wenn eine Frau sich bestört wird, dann als sie mannigerisch gehen. Das ist? Dann hat sie nichts mit zu Keine Rechte sagen. mehr. Sie müssen noch alle mal schaffen. Und ich konnte schon nicht brauchen, so eine Schuhe fand. Ich konnte so, ich habe mich nicht bestört, weil sonst wäre ich schon mannigerisch vom Gesetz gehen. Mit der Tisch effektiv, hat er keinen Fund, den ihr wirklich gefallen hat, oder wie? War der nie verlebt? Ich weiß es nicht mehr. Was an der Weil das So lange stimmt. hier. Ah, okay. Ja, so lange hier. Weil, okay, das ist interessant. Ja. Auch von ganz früher, komm mal schätzen, Enkel, die sind ja 1928 geboren?
29. Entschuldigung, das Mag mich ist nicht ja... mehr ja, wählen. ja, faux pas. Nee, ich bin recht am 94. Ne, pass doch nicht am Richtig, 5. ja, ja, ich wollte gerade so, ja, 95 hätte ich nicht gehen. Nee, wie war das, wo dir Teenager war? Das war ja effektiv dann zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Ja, das war schlimm. Oder du vielleicht eine Ja, Anekdote? ich war Teenager und ich muss sagen, ich habe den Preisen zwar etwas zu verdanken. Also, ich war heute nicht deputiert, mit Preisen haben damals, wo sie dann dezidiert, wenn da, ich weiß noch nicht, bei den 3 oder den 5 nächsten am 5. Schuljahr, oder am 6. war. Ja. Dann hat müssen entweder an de Lycée oder an, wie hat die Schule geheißt, Nationalschule, die sie da Preise gegründet hatten. Und ich wollte natürlich nicht an die Preise Schule, aber ich musste hinzugehen. Ich war bei den 3 ersten, da sind ich an die Lycée gegangen. Und das ist das gut, was Preise gemacht haben, weil meine Eltern, also mein Papa, der war Erbester, ich hatte 3 Brüder. Die 3 Brüder konnten nicht an den Lycée gehen, oder wie die Schule damals geheißt, für die Jungen. Weil da müssen meine Wahl bezahlt gehen. Okay. Und meine Eltern hatten keine Sohn. Dafür konnten meine Brüder nicht an den Lycée gehen, weil meine Eltern meine Wahl nicht konnten bezahlen. Aber da sind Preise gekommen, an den Preise gesagt, die 3, ich weiß nicht, ob die 3 oder die 5 aus dem 5. oder 6. Schuljahr, die mussten entweder an den Lycée oder an die, wie hat die Schule geheißt, die Preisen da. Ja. Und du nicht, natürlich will ich nicht die Preise Schule, weil du nicht dezidiert an den Lycée zu gehen. Das wäre ich nicht an den Lycée gekommen, weil meine Eltern hätten nicht etwas für mich bezahlt. Was sie für die Jungen nicht bezahlt, weil damals, als gesagt habe, damals waren es so, die Frauen, die bestürzen sich, aber wenn sie bestürzt was ist es sowieso nicht dafür schaffen, damals. Könnt ihr euch dann auch an die Zeit am Krieg erinnern, so wie das war? Oh ja, natürlich, ja. Wir waren am Lycée, aber von meinen 42 schon. Und wir waren zu einer so Gruppe am Lycée, mit Gegenpreisen. Wir waren ganz gescheit, sie haben uns nie gekriegt. Wir waren immer so absent, so, man hat nicht mitgemacht. Sie konnten uns aber da nicht, also wir waren ganz gescheit, muss ich sagen, wenn wir mit den Preisen umgegangen sind. Und die Preise haben sich allerdings, nicht dass sie es mal zugelassen, mit Preisen haben sich und die Frauen nicht interessiert. Die Frauen, die sollten noch überleben, nach Kanada kriegen. Dafür waren Frauen da. Dafür als Mädchen, also sind wir Männer wie die Jungen, von den Preisen, wie soll ich sagen, schikaniert gehen. Ja, schikaniert gehen. Ja. Weil die Frauen, die müssen überleben, für Kanada zu kriegen. Aber wir haben uns gewöhnt, also. Sie sind uns nicht nachgekommen. Sie sind uns abgehen. Ja. Tom, fährst du Motorrad? Nee, du? Nee, schon nicht. Aber wenn du Motorrad fährst, dann hat AXA die perfekte Assurance für dich. Effektiv, sie machen dein maßgeschneiderten Assurance nicht nur für dein Motorrad, sondern auch für dich als Fahrer und dein Equipment. Aber wenn du noch mehr Informationen zu der Assurance willst, dann klick einfach auf den Link unter diesem Video. Ich hatte nie Angst an der Zeit. Und doch, wir hatten natürlich, wir waren ziemlich gescheit. Also, sie konnten nicht tun, wir haben nicht mitgemacht.
Ja, und wenn ihn überhaupt nicht machen möchte, ohne dass ihn das aber Kaffee werfen. Man war ganz gescheit, muss ich so in dem was. Du seist abgehen. Ja. Weil du war auch eine Frau, die sollte sich meist kümmern, die war nicht ganz gescheit. Mir war viel mehr gescheit wie die. Die hat gesagt, die erst nicht gehen, da so kommen. Es war nicht einfach. Man ist gut gegen die Preise gewährt. Lo ist ja auch im Krieg an der Welt. Mit Russland und Ukraine. Was denkt ihr dann dazu? Ich hatte gemerkt, der Krieg, den ich erlebt habe, das ging mir durchgehen. Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Ja. Aber wir müssen nur keiner helfen. Ne? Weil, wenn wir ihnen nicht helfen, als sie überleben nicht, dann kriegen wir doch mal, dann sind wir auch weg fort. Als Freiheit hängt davon auf, dass wir sie überleben, dass wir das Stalin. Stalin sein kleiner Bruder. Stalin sein kleiner Bruder, ja. Hat dir niemand Putin zu dienen, dem muss für dir noch an der Europapolitik aktiv war? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, war eine Zeit zu Dresden. Okay. Und ich weiß aber nicht mehr, ob wir gesehen haben oder nicht mehr. Natürlich wollte man nichts mit dem zu tun haben. Hat er mal damals hier ein bisschen bekehrt, ein bisschen mehr westlich orientiert? Wer hat alles anders? Wir wären mit den Menschen, wie wir auch mit den Nazien sind. Merkel ist ja aber einzig mit den Demos nach also zu ihrer Zeit. Sie sind aber anscheinend, also ich kann sie nicht persönlich mehr. Oh ja, sie ist viel gut mit den Menschen. Nein, das ist zu viel. Ah ja. Oder hier nicht gewartet, bis sie fort war. Ne? Oh, dann wird ja lang müssen warten. War eben just. Nicht ja so lange gewartet. Ja. Was hat dir dann an ihrer Karriere am besten gefallen? Wie der hier am Land an der Politik war oder am Europaparlament? Am Europaparlament. Ja, mehr flott. Ich hatte am Europaparlament als immer mehr entscheidet, was da auch am Land müssen umgesetzt gehen. In Form von Direktiven zum Beispiel. Europäische Direktiven über Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und da sind ganz seit 1975 sind eine ganze Reihe gemacht gehen. Und ich habe immer dafür gesorgt, dass sie umgesetzt gehen. Und die Direktiven haben uns auch geholfen, für Gleichberechtigung zu realisieren. Und von den es war nicht immer einfach, sie umzusetzen, aber ich habe nicht immer fertig gespürt, dass sie umgesetzt sind. Ich habe mich auch nicht gehen. Und sie müssen umgesetzt gehen. Und dann hat das müssen, die Möglichkeiten, das sind die alle an Anspruch geholt. Aber ich habe dafür gesorgt, dass man von der Umsetzung, und das Freiheit zu Lützburg, von der Umsetzung von denen Direktive konnte profitieren. Ja. Ich will nachhaken, ich habe nicht genau eher Meinung zu der Frau heute an der Gesellschaft verstanden, weil die sieht ja am Anfang effektiv seit Jahrzehnten kämpft die für die Gleichberechtigung, richtig? Ja, seit... Ja, seit Jahrzehnten, seit langem. Seit 60 Jahren. Voilà, eben just. Ja. Wie sieht ihr das heute ganz? Also heute geht ihr noch immer effektiv die Führung ja, Code oder immer gesagt, sie hatten nicht die Gleichrechte, das nicht vor. Die sind der Meinung, heute ist alles okay? Sie haben all Gleichrechte, natürlich auf gesetzlichem Weg. Das will nicht so, dass es immer an der Realität durchgeführt wird. Aber wenn sie nicht die Gleichrechte haben, so sind sie zu gut, dann muss sie es wissen. Aber sich dafür ersetzen, also wollen, da kriegen sie. So. Jeder, den sie nicht gekriegt hat. Aber bei mir kommen schon Hunderten letzte Jahr Fragen geholfen. Gleichrechte.
Und das kommt den dann noch durchsetzen. Aber sie müssen es auch füllen. Aber sie selber nicht. Es gibt immer Vorsicht, dass Rechte, die es gibt, nicht an der Realität umgesetzt wird. Aber wenn das betrifft, dann muss sich wehren. Aber wenn sie sich nicht wehren, da kann ja keinen helfen. Aber ich kann sich so, all die sich gewehrt haben, denen kommt es helfen. Wie dir das dann unfair fand, wie dir jung war, dass die Frau so die Rolle hat, sie müsst kochen und für den Mann da sein? Natürlich, Ja. ich das schrecklich fand. Das ist doof, wie ihr so angesagt. An net bestört. Ja, dafür kriege ich aber auch keinen Mann. Weil, nee, ich war ja auf dem Schöffling, aber du hast Männer, mit denen hatte ich überhaupt keinen Kontakt mehr zu Schöffling. Aber wo ich da bei den meisten ging, sind kritischere Kontakten. Und dann habe ich gesagt, wie war du dann überhaupt keinen Kontakt mehr mit mir gehabt? Und du warst zu stark, mit starken Frauen will man nichts zu tun. Ich kann mir das aber vorstellen, dass früher das wirklich komisch und anstrengend war für Männer, so ganz ungewinnt. Oder? Ja, die Männer waren gewinnt, dass die Frauen, also die fies. Mammen Ja, und dann die Frauen, die waren ja nicht mehr da, für das es ihnen gut gegangen für ist. zu Sie haben alles kochen, gemacht, zu Kachen, putzen. Und die Herren, die konnten Ja. sich drinnen sitzen, Ja. Television gucken, seit sie denken, oder ich weiß nicht Aber wenn es was. eher ist, das haut nicht mehr so. Sehr schön. Also bei mir war es nie so, aber ich war kein Do. Ja. No. Ich will Nee, noch, meine kleine Neffe, die sagt, du musst für Schulden singen müssen. Weil ich so viel für die Rechte von der Frau gesucht habe. ja. Da werden Frauen alle verschossen. Par rapport zu singen, Aussicht von früher, dass Frauen da wären. So Sachen, der Oder fliegt schlimm Mammen, mit dir so und so. Für Mir dazu ihnen, für die Jungen, für denen, für die, wie soll ich sagen, für, dass denen gut geht, dass denen fein geht, dass alles so, dass sie nichts brauchen zu machen. Die sieht nicht all verschossen. Ja, Sie noch guter dabei, wa- bei den Frauen. ja, Bin allen zwei entfernt. Ja. jetzt sind da viele verschossen. Ei- Nee, durch die, gut. nee, durch die Quoten. Ja, Nicht, dass das, schwierig. also es schon nichts dagegen, weil die Frauen überall, sie können sich, es schon nichts dagegen, weil nicht mehr Frauen an einem Komitee gibt. Aber nicht durch Quoten, aber dadurch, dass sie kandidieren und gewählt gehen. Ja. Ja. Ja, das ist ja okay. Das Ja. ist, ja. Was ist dann ein Unterschied zwischen den Politikern von heute und den Politikern von früher? Gibt es da einen Unterschied oder ist das immer so nämlich? Oh, es waren früher guter schlecht und getaut guter schlecht. Aber wie war der Besten, den da in ihrer ganzen Laufbahn kennengelernt hat? Ich habe nämlich einen am Kopf. Oh, Der Juncker. Das ist doch ein Phänomen. Kann da hier persönlich bestimmt. Ja, bestimmt. Ne? ja, schon erlebt, ja. Ich fand die genial, ne? Gelebt. Ich fand die genial. Wenn die Leute mit der Krawatte gezündet, dem Schlawittchen, den Herr Orban, Hello Dictator begrüßt hat. Das sind doch geniale Momente. Ja, aber es war nicht immer genial, heute zu Lützeburg, aber. Ja, du warst zu jung für das zu Ja, beurteilen. Okay. Das ist nicht der Juncker. Es gibt andere, die sind besser. Xavier. Bleiben wir beim Xavier. Ja, ich war ja nicht. Der Juncker hat doch sein gut als sein schlecht Seite. Ja. Iedereen hat sein gut als sein schlecht. Außer mir. Wahrscheinlich ist sie gut. Ja, die oder Sam Tanson. Gelebt. Die oder Sam Tanson sind die besten. Aber das sind wir doch los. Das Das sind 6%. Ich fand das richtig gut. Nee, komm. Nee, das ist doch aber. Nein. Ich sehe ihn doch nicht als Premierminister. Nee, nein. Und Madame Da Paulette muss man Lehnert, nach, die muss man nach lassen gehen. Aber die gehen wir die lassen. wirkt nicht so feministisch in diesem Gespräch. Aber da tut man Feminismus nicht sehen. Ich habe nicht gegen Frauen. Schon nun. Und
Ech hun appppes ginint Franer ginint Männer. Wie kommen mir darüber? Wirkt man sympathisch? Lala. hun ich kann geleert. Muss der Teil pumol Muss er Man Kaffee trinken an der Gruppetto zu summen. Ja. An der Gruppetto. Das ist die Kaffee, filmen. Dach, das kriegen wir hin. Ich wollte noch von ihr wissen, hat der irgend den Tipp, der sieht ja relativ lebenserfahren, kann ich sagen. Hat der irgend den Tipp für uns Junker, wir sind alle 2, 5, 26 Jahre jung, ein Tipp für das Leben gut zu bestreiten? Ja, du musst zu ihren Meinungen stehen. Aber wenn der etwas will, muss er wissen, ob es gut oder schlecht ist. Und wenn es gut ist, muss er die Courage nicht durchzuführen. Aber wenn es schlecht ist, muss er die Courage haben, zu sagen, nein, das machen wir nicht mehr. Da muss er noch Courage haben. Das ist richtig. Courage ist das Beste. Ja. Ja. Für sich für das Richtige zu entscheiden. Courage ist eine wichtige Eigenschaft, die ihr muss haben. Okay. Ich fand. Sogar muss er die Courage haben, auch eine Meinung zu vertreten, was sie nicht von jedem gedeelt wird. Das ist nicht immer so. Aber ich fand das wichtig an der Politik, dass die Leute wissen, was der Meinung ist. Und dass sie die Courage hat, der Meinung zu sagen, noch von der Wüste, dass eine ganze Partie Leute die Meinung nicht teilen. Aber was möchte ich da, wenn ich gewählt will gehen? Und da aber nicht, also tut den eine Meinung und will ich gewählt gehen, mit die Meinung und nicht die meisten Leute. Und will ich aber Stimme kriegen. Da müssen die Leute die Sachen sagen, die sie wollen hören. Ich fand das nicht. Ich fand, muss den Leuten sagen, was ihr wollt. Aber wenn ihr wollt, dann das ist das richtig, da könnt ihr noch stimmen. Okay. Ich muss ihn einfach also ich finde das immer so, ich kann auch immer stimmen. Ja. Ich hatte nie ein Problem. Sie haben mich auch nicht abgesagt mit 85 Jahren, weil sie gefragt hat, ich ging keine Stimme bringen. Sie haben mich nicht abgefragt, gesagt, weil sie gefragt hat, ich ging gewählt. Ja. Me, bei der Aussage, die dafür gemacht hat, Courage, du nicht noch immer ein bisschen das Problem, dass ich meine, oft zu Leute dann eine Meinung, und die müssen die dann noch nach außen ausdrücken, haben aber ein gewissen Ego oder irgendein Problem für ihre eigene Meinung auch mal zu reflektieren, auf Frage zu stellen und dann auch anzugestehen, okay, vielleicht muss ich das auch nicht ja, gesehen. Das sollen sie machen. Ja. Ich meine, wenn er eine Meinung hat, dann muss er von der Meinung überzeugt sein. Aber wenn er davon überzeugt ist, dann muss er die Courage zu verteidigen. Und oft für Leute, die wirklich eine starke Meinung haben, das zweite eben nicht. Die haben dann nicht die Fähigkeit für sich selber mal zu reflektieren. Nee, sie müssen, was eine Meinung haben, muss sie überzeugt sein, dass die Meinung an der Reihe ist. Ja. Ja. Wenn sie überzeugt sind, dass sie nicht an der Reihe ist, dann sollen sie sie nicht verteidigen. Ja. Aber das tun die Menschen aber nicht. Ja. Das stört mich immer ein bisschen, Politiker generell, oder generelle Leute, wenn sie just schwätze für hier Meinung zu verbreden. Und ich fand da von mir gescheit, wenn ihn auch einfach mal am Anfang no lauscht hat, singen gegenüber, und das vielleicht von verschiedenen Seiten belegt, das Problem, und dann sich eine Meinung bildet, und dann auch ja, aber das mag. konstruktiv. Das möchte ich ja, wenn es normal ist. Ja, idealerweise. Ja, idealerweise. Es gibt viel, die nicht normal sind. Okay, Fleisch leidet durch. Fleisch leidet durch. Ja, für mich war das immer normal, rauszufinden, ob man seine Meinung hat. Ob sie gut oder richtig ist, ob sie geteilt wird. Ja. Was nicht geteilt wird, für was. Aber Ja. wenn sich dann nach mehr gescheit machen oder so, mehr, wenn er seine Meinung hat, und da sind überzeugt, dass es richtig ist, dann muss ich noch die Courage haben, sie zu verteidigen. Auch wenn er weiß, dass sie nicht von jedem geteilt wird. Ja. Ja, das war. Hat da laut Krönung vom Prinz Charles geguckt an England? Ja, natürlich. Und nicht alles, weil es war ja ewig lang. Ja, ich hatte noch nicht den ganzen Tag Zeit.
mir schon aber geguckt, schon da müssen gucken. Sieht er Fan von der Monarchie? Wir haben ja eine konstitutionelle Monarchie. Ja. Ja. Aber ich hoffe, dass wir sie behalten. Ja, geht Eis, also mit Eis und ich kein Problem. Ich fand zum Beispiel an England, als das ein bisschen veralt. Das ist meine Meinung. Du nicht mal keine Meinung. Wie war das nicht heute? Weil es heute nicht so penetrant ist. Weißt du, so, Ja, so, aber haben wir auch Probleme. Ne? Bestimmt. Aber ich Was fand, sind das Probleme heute? Wir haben ein Problem mit der Frau vom Mit der Grande Chasse? Grand Duc. Ja. Das ist die Frau vom Grand Duc, Ja. das ist nicht Grand Duchesse. Ne? Ich sehe den nicht Grande Chasse. Nein. die sind kein Fan von der Madame. Ich weiß nicht, ob Henri ist ja nicht der einzige Mann, den sich geirrt hat. Sie muss mal wohl auf den Podcast invitieren. Lebt? Ma- Oh Mann, ja, kann der. Frau vom Grand Duc muss mal auf den Podcast invitieren. Aber Ja, ich kann erst nicht mehr warnen. Ah, ja. ja. Sie mal das Lützeburg geschwärzt kriegen. Ja, doch, bestimmt. Stimmt, Bussenmengen, Bus, ja. geht schon. Kann ich wundern, wie richtig rein. So, wir haben noch eine Frage vom Ja. letzten Gast, der bei uns war. Das war den Tommy Schlasser. Kennt ihr den? Schauspieler. Lützeburger Schauspieler. Der flottste Mann aus Lützeburg. Oh, und ich kenne Und den die nicht. kennt ihn nicht. Vielleicht wäre das wäre er gelegt gewesen. Das ist ein bisschen jung für ich. Das ist mit 30. Ein bisschen jung. Ich weiß nicht, du hast ein Foto. Nee. An den hat dir eine Frage gestellt. Den, An der ist, für kennt den Muster. jeder kennt dich hier im Land. Ja. Den hat gesagt, gibt es etwas, was dir in ihrem Leben gemacht hat, was er definitiv nicht regretiert. Was ich nicht regat. Genau. Oh, schon. Das meiste, was ich gemacht habe, regretiere ich nicht. Gut, das ist schon mal gut. Das ist zum Beispiel an Politik Ja. zu gehen. Ja, das normal gewesen, weil ich Kandidat war. Ja. Wenn ich Kandidat ist, dann muss ich gewählt gehen. Ich war zwar nicht gewählt, ich war den dritten Ersatz am Süden. Mit demals hat die Partei, das war nach der SAP, hat 10 Sitze am Süden, hat es das 10 am ganzen Land. Weil die nicht mehr dabei sind. Und ich war das 13. Und da sind ich Jahre nach den Wahlen sind ich rangerutscht, weil da können sie ja, das ja, wenn ein Minister kriegt, da rücken da ran. Und da sind da die zwei, die früher waren, die waren schon dabei. Und da sind ich Jahre danach, 65 sind ich rangeruckelt. Tipptopp. Ja, ich sind also nicht wie heißt das? Die soi-disant Historikerin da. Die gesagt hat, dass wir durch ein Jeu de chaise musicale an die Chambre kommen. Wie hat das gesagt? Eine Madame? Oder Ja, wer? wie Ja. anders. War das auch egal, wen? Egal. Ich weiß es da. Egal, Da egal. komm ich nicht mehr. Aber die hat, das ist ja nicht möglich, ich kenne den nicht, durch ein Jeu de chaise musicale. Es sind noch Leute, die wissen nicht, was das ist. Das ist ziemlich pejorativ. Ich kann in durch ein Jeu de chaise musicale Minister gehen, aber er kann nie durch ein Jeu de chaise musicale an die Chambre kommen. An die Chambre kann er nicht mehr kommen, wenn er gewählt wird. Ja. Und da seht sie über mich so ein Blödsinn. Ich werde durch ein Jeu de chaise musicale an die Chambre kommen. Kennt kein Mensch an die Chambre durch ein Jeu de chaise musicale. Was das lo, wenn ein Minister aufdankt, dann da könnt ihn den... Da kann Was das? ein Minister Ja. geschwind haben wir als ganze Regierung, Ja, ja, Funk, ja. voller Ministerin, die parachutiert sind. Ja. Mir Ja. genauso an Politik einkehr, später hin. Der will doch parachutieren. Oh nee, das sei, wir da, das ist Das ist ein formidabel. Eben So, just. formidabel, geht er parachutiert, ja.
Das kann dann nicht mehr gehen als Minister, nicht als Deputierter. Ja, Als das ist Deputierter muss gewählt gehen. Ja. Als Minister kann der parachutiert gehen. Aber da sieht sie, ich will parachutiert gehen. Das ist nicht möglich. Und das verbreitet sich in am Gangen. Ich muss der Minister Brief schreiben, das ist so klar. Aber ja, sieht sie alle nicht ab, das am ganzen Land zu verbreiten. Das kann nicht doch egal sein, mit 93. Oder ist mir nicht egal, dass das so scheiße über mich verbreiten. Ist doch egal. Ah, nee. Wirklich? Oh. Und noch so viel Energie für dort zu so. Und das wird gewürgt für fremde Energie. Könnt ihr ja aber ganz sicher drauf verlassen. Hat ich auch gedacht, du gehst da so ein Hai, da das Mehl wirklich so lang wie Und das wäre dann nicht egal, wenn sie so Quatsch über das gingen. Ich weiß nicht, ich gebe nur so ja. Ich weiß nicht. Vielleicht nicht, wenn ich an ihrer Position Mir haut das geht einfach viel mehr Dann Quatsch. hoffe ich, dass sie mal lenken nur denkt über das, was am Leben lässt, als ihr das so sagt. Kenn ich halt einen drohenden Finger. Manchmal ja doch. Das sagt kein Mensch, den so hat. Die wissen nicht, was das ist. Vielleicht, ja. Die kennt den Ausdruck. Ah, nicht. doch, wenn der nur rutscht eben. Ein jeu de chaise musical. Ja. Das ist nicht das Contraire Contraire. von dem, was der noch rutscht. Du weinst, du hat man es missverstanden. Ich wollte aber von dir noch wissen, war der selbst war der wirklich nicht bereit, oder war der wirklich bereit am Leben? Gibt es, wo der so halt merkt, wir waren in der Stadt nicht ernst gemacht. Sie der Fallschirm gesprungen. Schon enke. Als ein Flieger am Fallschirm. Ne? Wollte das nie machen. Nein, ich bin am Sport nicht. Geht es dann Ich bin etwas? nicht sportlich. Nein, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Weil ich immer evaluiert und nicht, ich habe es gemacht. Ja. Aber versucht, das richtig zu machen. Ja. Das sind sicher Sachen, die ich mit vielleicht Gürtel falsch leicht oder so, gemacht ja. habe. Fällt mir los. Aber nicht. Okay, aber das ist so gut, das ist so aber... Gibt es irgendwas, wo der noch wild am Leben machen oder erreichen? Ich meine, die sind noch jung mehr, aber vielleicht so für die Zukunft. Ja, ich bin ja noch jung, Ja. ja. Ich will 100 Jahre alt. Ja, das ist kein Aber Problem. das sind da 94, Kinder, 94, Ja. 11. Juni. Ja. Ja, dann könnte ich das schon noch vielleicht Ja, das packen. sind- Die sind ja noch fit, die sind noch gut. Aber ja, ich hoffe, dass Ja. ich da 100 alt bin. Ja. Können wir noch ein paar Dinge abholen? Ja. Wir machen das heute machen wir all Jahr mal dir. Ja, das ist David, auf meine 100 Jahre. Ah, vielmals merci heute. Das ist cool. Du, tipptopp. Gut. Ja, ja. Wir können eine große Party. Wo feiern wir die dann? Ah, das sind ich noch nicht. Nee? Das weiß ich Nee? noch nicht. Okay. Das muss ich- Am Melu. Wo hast du? Innen an Klausen, Klausen. der Melusina. Ja, doch. Laden wir die. Das gucken wir, das gucken wir. Wir gehen eins. Den hast du klein. Ah, ja. Dann am Atelier, da froh wir den Louis Lochett, da froh wir am Atelier, feiern wir 100. Geburtstag. Kein Problem. Wir Die gehen hat ja auch etwas mitgebracht für eine Skille froh. Da stellt dir am Anfang die Leute, die nur lauschen, eine froh. Und sie können darauf antworten, und sie können das da gewonnen. Sie können nicht Apps gewonnen, aber sie können nicht Buch gewonnen. Ja. Ja. Was soll ich dann tun? Und die hat ein froh abgeschrieben. Und die könnt ihr viel lesen, für das Publikum. Also für die ganzen. Ah, die Hai. Ja. Ah, was für einem Jahr habe ich für dich Kehr an die Chambre gewählt. Und das als zweite Frau. Nur einer Madame Marguerite Thomas Clement, die als erste Frau 1919 gewählt wurde. Anscheinend gab die nach, wo ich an die Chambre Die gekommen sind nie bin. kennengelernt. Nee, sie war wahrscheinlich jaloux. Oder, ja, jaloux. Hier kommen sie. Ja, weil da war sie nicht mit einzig. Ja. Kann Ja, sie nicht wahrscheinlich. lesen, nicht. Ich weiß nicht, ob es sie nachgeht. Und sie können dann ein Buch gewonnen. Das hat dir geschrieben. Ich habe ein Buch Autobiografie. geschrieben. Ja, schon muss ein Buch schreiben, weil da so viel andauernd Sozialisten, die verbrennen los seit 50 Jahren liegen über mich. Wirklich? Und sie gießen sich nicht. Wie wann machen sie das dann? Wie viel sie mir wollen schulden? Sie können mich nicht ausstehen, ich kann ja. Ja, das ist so blöd. Ich sehe auch nicht. Andere können nur noch zusätzlich, ich meine, das ist so von erst. Ah ja, ich habe ja. ein Buch geschrieben über meine Arbeit am Europaparlament. Voilà. Das ist ja ganz interessant, fand ich. Wo ich mal gelesen habe, ich hatte es geschrieben,
für 2014. Da wollte ich es verdelen. Und du sie mich nicht mitgeholt. Lohnt sich dann. Da habe ich Katz gemacht. Da verdelen ich es. Da steht alles drauf, was ich gemacht habe am Europaparlament. Gut, hat dir Spaß gemacht, die Sachen zu schreiben? Oh, Oder das müssen machen? Ja, aber ich muss es schreiben, weil sonst bleibt. Ich muss ja all die Liegen, die sie über mich verbreiten, die müssen da irgendwo richtig gestaltet. Und das habe ich gemacht an meinem Buch und an der Broschüre. Und kann ich nach Lützebäuer Witzer gewonnen. Da doch, das ist von ihrem Level. Ah. Voilà, Hunger ja. Alles. Ja, aber also, ich muss dir sagen, ich sehe ja auf YouTube. Ja. Das sind der Mai 2006. Ja, sieht dafür ein neues drauf gewesen. Ja. Eine Sendung für Lützeburg mit Jerome Lulling, mit dem kleinen Neveu. Die haben bis 1,8 Millionen Mal geguckt. Das ist mehr wie mir. Ja. Und ich bin noch auf Facebook und auf Twitter. Gut. Geht das dann du gut ins? Nee, der Jerome kann man die Internetpräsenz von mir, das ist zu kompliziert. Kann dann noch TikTok? Weißt du, was das? Ja, ich bin nicht auf Instagram, nicht auf TikTok, auf Twitch, nicht auf Snapchat und nicht auf WhatsApp. Aber ich war auch nie auf MySpace. Das ist nicht schlimm. Du hast nicht verpasst. Ja? Nee, oder nicht verpasst. Ja. Hey, du steht Times up, ich will nicht Spaß vor dir was sehen, mich mengen. Ja. Kameramann, den hat keine Zeit mehr für uns. Musst du leider abhalten. Geht es durch? Ja. Oder will dir noch in der besuchen? Nee, ich bin froh, dass ich mit dir schwätzen kann. Das ist interessant. Würde dir gefallen mit uns? Ja, komm direkt bei mir daheim latscht. Gerne. Okay, gerne. Voilà, dann machen wir das. Ja. Okay, tipptopp. Mal vielmals merci für die Zeit. Gerne geschickt. Vielmals merci für die Nullleistung. Ich hoffe, dir hat gefallen. Merci. Bis nächstes Jahr. Ciao.